أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد Tahiyat al-Mubarak, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sehr geehrte Geschwister im Islam. Oftmals wird mir die Frage gestellt, ist es mir erlaubt, etwas Gestohlenes zu kaufen? Ist es mir erlaubt, etwas Geklautes zu kaufen? Ist es mir erlaubt, etwas zu kaufen, wovon ich weiß, dass dies auf einer ungerechten Art und Weise erbeutet wurde? Und subhanallah, mir tut es ehrlich gesagt weh und leid, immer wieder sowas zu lesen, dass immer mehr jugendliche Muslime in den verschiedenen Städten Deutschlands klauen und dann sich nachts irgendwo in welchen Ecken rumtreiben und die Leute zu sich rufen und sagen, ey, komm zu mir, ich verkaufe dir dies und jenes zum guten Preis. Subhanallah, wie tief einige gesunken sind, möge Allah Azza wa Jal sie recht leiten und uns ebenso. Der Islam verbietet, etwas Geklautes zu kaufen auf direkte Art und Weise. Der Islam erlaubt es auf keinen Fall, etwas Geklautes zu kaufen. Aufgrund dessen, weil der Islam als Priorität hat, die Kriminalität zunichte zu machen. Der Islam lässt nicht zu, dass die Kriminalität sich ausweitet. Und der Islam lässt auch nicht zu, dass sich die Kriminellen vermehren. Deshalb sagt Allah Tabaraka wa Ta'ala, der über alles Erhabene im Koran, und dies ist eine wichtige Regel obendrein. Allah, der über alles Erhabene, sagt im Koran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ und hilft einander in guten Taten, in rechtschaffenen Taten, in Gottesfurcht. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ und hilft nicht einander in Sünde und Ungerechtigkeit. In Sünde, in Ungehorsamkeit, in Ungerechtigkeit tun sich die Menschen nicht helfen. Es ist verboten, einander zu helfen in Sünden und Ungerechtigkeit. Unabhängig davon, wer es sei, den du helfen willst. Es ist verboten. Unser Prophet a.s. hat gesagt, Unsur akhaka zaliman aw mazluman, hilf deinem Bruder, sei ihm Recht oder Unrecht. Die Sahaba sagten, ja Rasulallah, wie soll man ihn denn helfen, wenn er im Unrecht ist? Er sagte, halt ihn ab von dieser Ungerechtigkeit, halt ihn ab von dieser Sünde, halt ihn ab von dieser schlechten Tat, das ist die Hilfe, die du für ihn tun kannst. Wenn du jemandem wirklich helfen willst, dann halt ihn davon ab, eine schlechte Tat zu begehen, halt ihn davon ab zu klauen, halt ihn davon ab, eine Ungerechtigkeit zu tun. Dies ist deine Hilfe gegenüber ihm und nicht ihm dabei zu helfen. Aus dem Grund sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damit wir wieder zurück zu unserem Thema kommen, im Hadith von Imam al-Bayhaqi, rahimahullahu ta'ala, er sagt, man ishtara sariqatan ay masruqa, wa huwa ya'lamu annaha sariqa, faqad ishtaraka fi ithmiha wa 'ariha. Der Prophet alaihi salatu wasallam sagt, derjenige, der etwas Geklautes kauft, etwas Gestohlenes kauft, wa huwa ya'lamu annaha sariqatun, und er weiß, dass diese Sariqa ist, dass dies gestohlen ist, dass dies geklaut ist. فَقَدْ إِشْتَرَكَ فِي عِثْمِهَا وَعَارِهَا. Er ist Teilhaber, hört euch das gut an, hört euch gut zu. Er ist Teilhaber der Sünde geworden und er ist Teilhaber dieser Ehrenlosigkeit, dieser Peinlichkeit geworden. Denn es ist in der Tat peinlich und ehrenlos obendrein, außer dass es eine Sünde ist, wenn man etwas klaut. Die Diebe in der Geschichte der Menschheit, unabhängig davon, in welchem Jahrhundert, die Diebe hatten stets kein Gesicht. Die Diebe wurden stets als Ehrenlose bezeichnet. Jene, die in den Häusern der Menschen eingebrochen sind und etwas geklaut haben und dies dann weiter verkauft haben, nur um sich ihr Leben aufzubessern. Subhanallah. Und die Muslime dürfen auf keinen Fall einen Dieb dabei zu unterstützen. Selbst wenn dieser Dieb in Deutschland, der so etwas verkauft, ein Muslim ist, selbst wenn er einen Bart hat, selbst wenn er dies oder jenes sagt, kauf nicht von ihm. Kauf nicht von ihm. Es ist verboten. Denn sonst wirst du Teilhaber seiner Sünde und wirst du Teilhaber seiner Ehrenlosigkeit, seiner Peinlichkeit, die er an dieser Tat begangen hat. Und deshalb sollten die Muslime weit davon entfernt sein. Und ich möchte gerne noch eine Sache erwähnen. Und zwar, da ich ja selber solche Menschen getroffen habe in meinem Leben, zu meiner Zeit, als ich in Deutschland gelebt habe, diese Menschen schwören oft. Und merkt euch, dass die Menschen, die am meisten schwören, oftmals die Menschen sind, die am meisten lügen. Und es ist nicht erlaubt, von ihnen etwas zu kaufen. Denn meist geben sie selber zu, dass es geklaut ist. Oder man weiß es, dass es geklaut ist aufgrund dessen, weil man diese Menschen als Diebe kennt, die gestohlene Sachen verkaufen. In dem Fall, wenn man seine Zweifel hat an einem Menschen, der etwas in die Ecke verkauft, für einen geringen Preis, so sollte man dies verwerfen und nicht annehmen. Aufgrund dessen, weil unser Prophet a.s. gesagt hat, دَعَ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ.
ila ma la yuribuk. Nimm das oder verwerfe das, wo du Zweifel hast, was Zweifel in dir weckt, und nimm das, wo du dir sicher bist, wo du keine Zweifel hast. Und diese Menschen sind das Mindeste, was man über sie sagen kann, sind zweifelhaft, die irgendwie in einer Ecke teure Sachen zu einem geringen Preis verkaufen. Und unabhängig davon, ob sie schwören oder nicht, die Muslime sollten nicht von ihnen kaufen. Und ein Ratschlag auch an die Geschwister, die ein legales Geschäft führen: schwört nicht, wenn ihr etwas verkauft. Wenn ein Mensch zu euch kommt und etwas kaufen will, erzählt ihm von dem Produkt, erzählt ihm von eurer Ware. Wenn sie es kaufen wollen, kaufen sie es, wenn nicht, nicht. Aber hör auf zu schwören, denn der Prophet a.s. sagt im Hadith von Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, al-halifu, das Schwören, manfaqatun li-sal'ati, mamhaqatun lil-barakati. Das Schwören kann dazu führen, dass der Kunde es vielleicht kauft, dass der Kunde dir auch immer glaubt und das kauft, dass du deine Ware dadurch loswirst, aber dies führt dazu, dass du den Segen dieses Geldes, was du erhältst, den Segen dieses Geschäftes verlierst. Und deshalb, die Muslime sollten sich in Acht nehmen und weder klauen, waliyadu billah, da dies eine schwerwiegende Sünde ist, noch etwas Geklautes kaufen, noch schwören, wenn sie etwas verkaufen wollen. Die Muslime sind ehrlich und sie verkaufen ihre Ware auf die beste Art und Weise. Möge Allah Azza wa Jalla uns vergeben, uns recht leiten und unter den Bewohnern des Paradieses machen. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.